Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Portal 2. Und ja, ich habe ja im Portal 1 am Schluss gesagt, es werde noch als Multiplayer vom Portal 1 gehen. Einfach, habe ich denn noch gar nicht daran gedacht, dass es vielleicht dort noch gar kein Multiplayer gegeben hat. Da gibt es ihn, dort noch nicht, also kann man da gerade wieder streichen von der Liste. Das zweite wäre dann die anderen Testkameras, die dort noch gewesen sind, so Bonus-Maps, oder ich weiß nicht, was es geheißen haben. Die sind, also ich habe es angespielt und aufgenommen, aber es sind einfach ein bisschen schwerere Versionen von denen, wo man schon im Spiel im Normalverlauf sieht. Und wenn ihr da unbedingt wollt sehen, kann ich da schon Render aufstellen, aber ich persönlich will es jetzt nicht aufstellen. Aber naja. Da gibt's Coop, da mache ich den auch noch, und es gibt auch noch viel andere Testkameras. Die werde ich vielleicht auch noch machen, mal schauen. Und ja, fangen wir doch am besten mit dem Einzelspieler an. Neues Spiel. Challenge Mode. Neues Spiel. Challenge Mode. Neues Spiel. Challenge Mode. Ich denke ein neues Spiel. Ja, ich habe es schon mal durchgespielt. Aber wir fangen trotzdem mit dem Eis an. Und ich weiß auch gar nicht mehr alles vom Spiel. Aber ich weiß es klar, dass da mal viel, also nicht viel, aber wieder ein Haufen geile Bits drauf hat. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Das ist ja nice. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Buzzer! Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Buzzer! Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Super. Ich fühle mich so fit. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Gemälde. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh, Kunst. Oh, all die Kunst. Oh, und der Hüsli. Oh, und Berge. Sie sollten Oh. sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9. Wir möchten Sie darüber informieren, Hallo? dass alle Jemand da drin? Testsubjekte das Enrichment Center umgehen. Oh, mein Gott, ich könnte da mal Suppe machen und die armen Pflanzen. Irgendwann die Tür auf? Hallo? Kannst du... Ja. Will ich das? Du siehst furchtbar gut aus. Haha, danke. Ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Wir holen uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Okay. Angst. Ich verkriech mich. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Ja, hallo. Was steht da? Ja. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Ich glaube, mit dem Hirnschaden Verstehst bist du, was eher ich sage? du. Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Spring. Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Close enough. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor.
Oh, ja, super. Kernschmelze. Ich Na freue schön, mich ich schon. wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke Oh, hier oh. ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir Angst. da unten? Hältst du die Stellung? Nein, ich tu nur Die so. Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Hör auf, egal was du machst. Sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll. Also wenn du Tja, 20 das ist Testsubjekte eng. überwachst, Siehst du das? Ob ich da durchpasse? dann sehe ich Ist da genug schwarz. Platz für mich? Nein, nein, nein. Ich muss hier erstmal durchkommen. Ah, Okay, ich muss mich konzentrieren. meine Rate mal, Fresse. wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Wettet euch auch noch wer drinnen gewesen? Die sterben nicht alle. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Ja, ja, Nicht die von sehen wegen total tot und lebendig so. aus. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Oh, Da super. gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Andockstation? Du willst ja das nicht, oder? Nein, nein, nein. Stopp! Nein! Ah, ich hab's gewusst. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Nein! Das Rätsel wäre also gelöst. Das war kein Rätsel Versuch es gewesen. manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Ja, ich kann auch manuell genau anschlagen und hoffen, dass es ein Loch gibt. Fast geschafft. Nochmal. Hallo. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Ah, mein Gott. Ich bleibe da. Lass mich in Ruhe. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Wuff, wuff, wuff. Oh, Viel Glück. danke. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Da bin ich schon mal Aufgrund von gesehen. Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und Struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Ach, ich bin so Das motiviert. Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, Ja, öffne doch einfach. 1. Glaub. Du kommst mit. Immer noch der gleiche Radiosender, aber da mal kommt keine Düdelmusik. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Oh mein Gott. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Wie beruhigend. Sie haben soeben einen Aperture Science Emanzipationsgrill durchlaufen, durch den das meiste Material vaporisiert wird. Super. Jetzt bin ich voll emanzipiert. Ich bin voll emanzipiert. Aber die Lift haben sich ein bisschen geändert. Muss man schon sagen. Sieht also nicht schlecht aus. Und es ladet schon wieder. Ja, du ladest Wenn Sie viel. spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Was hast du gesagt? So, wieder einmal. Also, das sind genau die gleichen Tests, die wir schon mal gemacht haben. Und ja, da jetzt immer noch die komische Kamera, aber die ist abgeschaltet. Finde ich auch lustig. So. Und jetzt. Okay, es sind fast die gleichen Tests. Letztes Mal nicht das Ding von allein umher dingselt. Das Ding hat von allein umher dingselt. Mein Gott, mein Deutsch ist schon wieder mal. Es ist schon mal besser gewesen, muss man also sagen. He? Aber letztes Mal haben wir da ja können einfach so durch, also es hat von allein gewechselt und jetzt müssen wir die komischen Knöpfe drücken, damit das Portal dort hingeht, wo wir halt hin. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Wow.
Okay. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Klar. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Was ich aufschrieben, habe überlebt. Test Nummer 2, habe auch überlebt. Test Nummer 3, bin gestorben. Hä? Ich bin doch kein ausgebildeter Labor-Assi oder so Für irgendwas. den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, Animal King Takeover. Okay, also ich bin immer noch für eine empfindsame Wolke. Das tönt so nett. Die ist sicher ganz lieb und kuschelig. So, was sind wir da? Test Nummer 2. Na bitte, geschafft! Was machst du Auf dem da? Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich will dich töten. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Nein. Nicht wirklich. Nein, schon okay. Schau dich ruhig um. Genau, bei dem Podest. Wow! Und ich bin ernsthaft zusammengezuckt. Ich weiß doch, was passiert. Und ich bin trotzdem zusammengezuckt. Follow. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, Follow. was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ach was. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Nice. Wir sehen uns in einer Stunde. Soll das der GLaDOS darstellen? Das wäre so gut möglich. Und da haben wir... Oh, Herzcube! Oh. Wir kennen die. Herzcube. Und das sind alle Wissenschaftler, die GLaDOS umgenietet hat. Ach ja. So herrlich. Was haben wir da? Das ist GLaDOS, was ich noch nicht gesehen ist, und da ist sie böse geworden. Okay, und das da sind wir. Hey, die ist aber gut drauf. Für das, dass er nur die Hände zum Malen hat. Hey, eine Portalkanone. Und da haben wir sie geschlossen. Das ist ja cool. Und sie gibt uns Kuchen. Macht mir irgendwie Angst. Kommen wir da hinten irgendwo hin? Nicht, dass ich sehe. Jedenfalls kommt man nirgends Sinnvolles an. Naja. Machen wir mal das Portal. Flump, wenn wir nicht alles zurücklaufen. Ach ja, wir sind halt schon eine Berühmtheit. Wir haben GLaDOS schon einmal geschlossen. So. Aber PCs sehen aus, als wären jetzt älter geworden. Und ja, ziemlich viel älter. Komisch. Da fragt man sich doch, was passiert ist. Das fragt man sich. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Super! Ich brauche gerade, dass der Typ auch noch lesen. Mein Gott. Gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Super. Roboter wollte mich ermorden. Notiert. Wow, wow. Da rein. Brav. Brav. So. Und jetzt landet schon wieder Aperture Laboratories. Und erstaunlicherweise habe ich da wieder mal alle Grafik-Einstellungen aufs höchste tun wie bei Portal 1 am Anfang. Test ist sehr gefährlich. Und es laggt Zu gar verhindern, nicht. dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Du, 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 du. Nice, nice, nice. Blub. So, hätten wir das auch schon. Ist ja nicht so, als kennen wir die Tests noch nicht vom Portal Eyes. Flump.
Blum. Würfel Nummer 1.